Ja, Leute, wir sind zurück bei Pokémon Arceus im Koba-Küstenland und dürfen erst einmal unser Wadribi abgeben, das wir hier gefangen haben, für die eine Quest mit dem Honig. Also auf zumindest, dass es klappt vor allem. Ins Dorf zurückkehren. Keine Sorge. Der Sicherheitstruppe leitet uns. Jojo. 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 Das Dorf, es wachse und gedeihe. Welli gut. So, wird er mit uns zufrieden sein? Ich hoffe schon. Hast du ein Wadribi von den Griffelhügeln mitgebracht? Jo, das haben wir. Ich hoffe zumindest. Ja! Für die Radada! Gleich mal seinen Honig probieren. Schleck. Hat er gerade das Pokémon abgeschleckt? Ernsthaft jetzt? Ein mäßiges Süßen, ein schlichter Geschmack. Perfekt zum Nachtisch für zwischendurch. Der Geschmack unterscheidet sich ganz klar vom Honig aus den Strapazen ein. Ich werde ihn mir gut merken. Zu guter Letzt fehlt noch ein Wadribi von der Namazu-Insel. Bitte bring mir eins, ja? Ciao. Was auch nicht, plötzlich hat das Gefühl, dass der Akzent passen würde. Aber ich finde nicht so gut. Komm wieder zurück. Nee, danke schön. Komm nicht zurück. Ja, eben. Und dann haben wir Inseln. Na gut, aber ganz ehrlich, Leute, wenn wir jetzt eh schon da unten waren, ich würde gerne nochmal zurückgehen. Denn wir haben da noch einiges zu tun, aber genug Pokébälle, ich hoffe es mal. Rauchkugeln brauchen mehr. Viel mehr. Denn ich will da unten vor allem auch viele Wasser-Pokémon fangen. Und ich habe mit Wasser-Pokémon fangen ja so meine Probleme. Das heißt, ich werde mir halt auf die Rauchkugeln hier noch ein paar besorgen. Und mich so einfach anschleichen. Fertig. Ich hoffe, das wird was. Da ist ja Pantimos. Aus dem wird sicher auch noch was. Noch nicht. So. Also, was will ich hier noch tun? Was gibt's für mich noch zu holen? Vieles. Das Walreiser haben wir. Piondragi haben wir schon lange, dass wir auch hier auf der Karte schon mal markiert hatten. Irgendwo hier. Nein. Falsch. Und wir hatten hier auch mal noch ein Elite Maschok, genau. Hier oben gibt es noch einige Elite-Pokémon offenbar. Das gefällt mir. Wir machen noch einen Baldorfisch und so. Können wir das noch ein bisschen erhöhen. Das müsste, glaube ich, der Garados gewesen sein. Da müsste es eigentlich irgendwo in der Mitte noch ein Mantax geben. Das brauchen wir auch noch. Und hier unten noch ein paar. Jetzt war sowieso mal drüber fliegen, aber vor allem natürlich auf die Insel hier. Denn da ist ein Scharnierer. Wir haben noch gar keins. Wow. Dann mal gucken. Ist hier soweit alles klar für die Radar? Darüber müssen wir. Da ist Scharnierer. Scharnierer. Ein Elite-Scharnierer, was wir in 3 Sekunden sehen werden. 3, 2, 1, meins. Da ist es schon. Da ist sogar noch ein Pokémon drin. Was könnte es wohl sein? Enemies, ich knack dir auf die Piste. Was? Eine Voltec? Ein Purmi, was aufgeschreckt wurde. Eine Volte, wie kannst du nur? Okay, ich geh weg. Ah. Das war ein bisschen sehr nahe. Gut, das war clever, natürlich so ein riesiges Pokémon vor einen wilden Scharnierer zu rufen.
Noch nicht gefangen. Ja, ich kann mich erinnern. Was machst du da? Was? Er mag das nicht? Warum nicht? Warte mal, Monera. Ah, Honig, super. Ich kriege so eine Art Honigköder. Ich würde gerne eigentlich runter. Aber wie doof kann man eigentlich sein, ganz ehrlich. Ich schmeiß das Pokémon schon wieder an. Wow, Risikotackle oder was? Du bist ja krass drauf, Alter. Tschüss. Nee, tu mir nicht an. Kann doch her und nicht raus. Huch. Und was für ein Viech? Ach, ein Baldo-Fisch. Entschuldigung, ein Hisui-Baldo-Fisch natürlich. Hier wimmeln sie nur von denen. Toll. Also, nochmal von vorne. Okay, perfekt. Und das Elite-Viech auch? Das ist immer so nervig, Wasser-Pokémon zu fangen. Egal, den Wohlbeeren habe ich. Hier soll es ja angeblich eh noch einen Zwirfins geben. Innerhalb. Ja, hier halt. Aber ich nehme jetzt mal an, das Vieh gibt es nur nachts, wa? Also ein Elite-Zwirfins. Man kann mich nicht erinnern, dass wir jemals schon eins hier gesehen hätten. Nee, vor allem tagsüber, hallo. Also, hallo, da kann doch gar nichts passieren. Nee, nee. Ich mache erstmal schöne Siesta. Wisst ihr was ich jetzt auch mache? Ich hole mal ein paar EP-Bonbons. Wenn eh dann die ganze Truhe voll. Ich nehme mal die. Und gebe die mal 2 unseren Startern. Ein paar Lehmbälle, sehr gut, sehr gut. Die brauchen glaube ich sogar noch für die Herstellung von irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr was, aber egal. Kommt schon noch. Du. So, geht ein bisschen schneller so.
dann kommt der Rest auch noch. So, noch ein bisschen höher im Level. Dann Attacken verwalten. Was ist denn jetzt Neues drauf? Sturzflug. Ja, Blättersturm. Obwohl du eigentlich eher physisch ausgerichtet bist. Aber Sturzflug wird schon lohnen. Ja, natürlich auch selbst Schaden, das ist hingegen weniger cool. Ne, ich glaube, ich lasse es mal. Bei Admurai, unserem Samurai. Der hat Finster und Hydropumpe, ist ähnlich, eigentlich dasselbe Spiel. Der ist einfach halt eher speziell physisch ausgerüstet, der Gute. Obwohl. Speziell auch einiges vom Casting, krass. Da könnte ich eigentlich hier. Gut, ob ich Hydropumpe reinpacken will. Schwierige Frage. Ja, aber Klingenschwall, Finsteraura. Geht auch ein bisschen darum, dass die Pokémon halt ihre Signature Moves und so haben. Also darauf lege ich eigentlich schon Wert. Deswegen auch da bringt es halt nichts. Noch nicht. So. Freunde, heute langsam Nacht. Wir gehen mal. Weil es Abend war. Ne, sind noch keine Geister. Es ist keine Geisterstunde, es ist noch kein Halloween. Das dauert noch ein bisschen. Oder ich auch sagen muss, Halloween. Naja, vor allem in Amerika, da kämen zu Genüge, ist ja klar. In Deutschland ja auch mehr und mehr, aber in der Schweiz ist eher noch so. Noch nicht so bekannt und verbreitet. Ich sag's mal so. Wenn hier ein Elite-Zwierfind sein soll, aber das noch nie gesehen. Ist das echt ein stationäres oder will mir das hier gerade jemand einfach nur verklickern? Doch. Das soll ziemlich genau, wo ich jetzt hier stehe, soll hier ein Zwierfind sein. Hä? Darf ich noch irgendwas machen, damit das auftaucht? Weil ich sehe keins. Haben wir ein bisschen von der Gegend latschen, weil ein Elite-Pokémon, das wird relativ schnell aufgeschreckt. Oh, da ist es ja. Alter. Hat er fast verjagt, hey. Plötzlich out of nowhere einfach aufgeploppt. Plop die plop. So. Das Ding geht mir gerade auf den Sack, deswegen wird es mal ganz kurz eliminiert. Was willst du, Mann? Willst du Krieg? Ich geb dir Krieg, Alter. Ich will nur deine Seele, Mann. Was? Ja. Deine Unlichtattacke überlebt, ihr kriegt die Krise. Was ist los mit dir, Alter? Na gut. Ja, tot ist er schon, aber anders als er eigentlich wollte. Jetzt hängt der natürlich da bei seinem Kumpel rum. Also haben wir hier hin. Ja. Oh, das wird eine schwierige Jagd, Freunde. Hier waren wir, glaube ich, auch nie, wa? Ah, deswegen. Entschuldigung, hat der Open World Fakt, dachte ja, vielleicht geht's ja. Ah. Ich war kein Pokémon, den mich irgendwie schwächen könnte. Ja, komm, scheiß drauf. Erst mache ich schnell Lane platt, nachher gehe ich auf den anderen los. Ernsthaft? Okay, von mir aus jetzt so Kraftwerksline ist mir. Geht mir gerade am Arsch vorbei. So, einer weniger.
Fehlt nur einer. ...65, ey. Ja gut, wenn ihr nur das macht, dann... ...mache mal Schwerttanz, dann versuche mal auf Wasserdüse, vielleicht wird das ja was. Oh, Alter. Ja, da ist natürlich, auch wenn es ein Unlicht-Pokémon ist, aber das tut weh. Gut, Silvaro. Ja, was will er da machen? Trainingsfall, was eigentlich cool wäre, bringt bei dem nichts. Was für solche Fälle ein Pokémon zum Schwächen fällt mir gerne mal so auf. Kampfattacken sind wirkungslos. Ja, ich muss Elevoltec bringen. Elite gegen Elite. Was? Okay, mal kurz unsichtbar. Also Elevoltec, der andere ist schon ein Typ Geist. Muss ja dann zum Geist werden, ja. Oh, voll in das Fresse gespawnt. Alter! Und keine Statusveränderung. Natürlich, wir können es auch anders sein. Dann ein bisschen mehr Power, dann gehe ich jetzt mal auf Dampfwalzer. In der Hoffnung, es killt ihn nicht. Okay. Also, das war sonst nichts. Also. Ach, der wollte mein Guter. Dann switch ich mal. Kampffähig Lucario. Mein kampffähiges Lucario. Kampffähiges Lucario ist ein gutes Lucario. So, Hyperball! Fly and win! Dankeschön. Wir haben ein Zwirrfinst, Freunde. Einen Geist. Ein Elite-Pokémon. Und ich muss zurück. Schnell. Okay, war aber dann relativ weit weg vom Lager, hä? Oh. So, kurz ein bisschen aufgefrischt. Sehr gut. Und schön mal ausfahren auf die neuen Pokémon. Nein, lass mich ruhig damit. Elite-Pokémon gefangen. Das gibt schön Kohle. Du. Trifft Zeppeli, Chanera, Admurai, der Samurai und Zwirfin. Auch schon fast Stufe 8, sehr schön. Spukbar gesehen. Ja, okay. Und das ein paar Mal offscreen machen dann. Das hier, Chanera wird schwieriger. In Daumen gefüttert. Ja, okay. Gut, ich meine, ich kann, ja, theoretisch kann ich natürlich nochmal ein paar Mal offscreen zum Elite-Pokémon hin. Weil die Respawn, ja, die mit die fixen Platz sind. Dann nochmal 3-mal füttern. Wäre eine Option. Weil das Chanera entwickeln will ich eigentlich eher weniger. Nee. Aber das ist eine Option, Freunde. So. Da vorne ist noch eine leuchtende Truhe. Das leuchtet, das interessiert mich. Ja, Driftlog, geh mir aus dem Weg. Kein Interesse an dir. So. Dann müsste, wie bereits erwähnt, irgendwo hier, da waren wir gar nicht, müsste auch ein Elite-Pokémon, so ein Elite-Mantak sein. Angeblich. Auf dem, doch hier war ich schon mal, wa? Okay, krass. Oh, ist das vielleicht sogar schon? Schwierig zu beurteilen aus der Höhe. Huch! Ah ne, da ist es. Da ist es, ich hab's gerade gesehen.
Und da haben wir sogar noch, man glaubt es kaum. Hui. Ja, mal, Aschakvil, wo fliegst du hin? Was für eine Route fliegst du, Alter? Eine ganz creepige Route. Ja, mal. Junge. Ist der 104 Geisterlichter? Jetzt noch 12 Stück. Finde sie alle. Hm. Komm und schnapp sie dir. Schnapp dir alle Geisterlichter. Pokémon. So. Hier ist also das Vieh. Und wie schleimen wir jetzt da am besten an? Fragezeichen. Ausrufezeichen, Schlusszeichen. Huch, er ist weg. Hä? Wo ist Mantax hin? Mantax! Hä, wo ist es? Ist er doch hier, Pok? Ist er doch hier? Hä? Wer, wie, wo, was? Was ist denn jetzt für einer? Er wird gegen das Elite-Mantax muss er fast kämpfen. Ich sehe nicht, dass er das sonst irgendwie fangen sollte. Trotzdem gar nur nach. Oh, da ist er gerade wieder. Ach so, das fliegt einfach hier rum. Ja, Moment mal, so aber nicht, Kumpel. Hä, wo seid ihr da hin? Da. Hä, muss ich so fangen? Ja, schon ein paar Mal. Das ist aber seltsam, ein Elite-Pokémon, das gar nicht von mir gefangen werden will. Also doch, da gibt es nur häufiger, aber alles, was so drauf ist. Jetzt taucht es hier irgendwo auf, oder? So. Muss also mal stoppen. Tut mir leid, Kumpel, aber ging nicht anders. Mantax ist wachsam. Was? Das flieht? Wie kann das Vieh fliehen? WTF? Das ist ein kacke Elite-Pokémon, wieso fliegt das? Nie erlebt so eine Scheiße. Ah, kann man ganz kurz hier ausruhen. Noch ein paar Schalle los, wa? Okay, der holt. Ich weiß ja, wo es ungefähr auftaucht, wa? Das sind einige Orte, wo es irgendwie rausschwappt und so. Natürlich noch so ein paar Eckpunkte, noch nicht seine genaue Route. Oh, das ist eine Höhle. Ist das vielleicht die Höhle für die Manaphy-Quest? Das könnte natürlich sein. Da noch irgendwo ein Elite-Pokémon stecken, okay. Einmal kurz reingucken, wa? Gezeitentunnel. Da könnte sogar sein, dass das hier die Manaphy-Quest ist. Ne, ist einfach nur eine schicke Abkürzung. Ist aber auch cool. So, was mit diesem scheiß Mantax los, ganz ehrlich.
Ich will so bloß fangen. Was ist denn los mit dem? Das ist schon wieder. Taucht er wieder ab oder ist er weg? Nee, da ist er ja. Nee, nicht wirklich. Das war schon ein Mantax, aber nicht das, was er gerade wollte. Es war nicht das Elite-Mantax. Obwohl natürlich nicht von jedem Viech eine Elite-Variante braucht, das stimmt auch wieder. Ja, nicht schon wieder. Mann! Hier will ich ja hin. Die Remurai sind aber sehr aggressiv. Finde ich nicht gut. Ja, dass sie ja noch so eine Verfolgerattacke drauf haben. So, komm, jetzt reißt aber ganz ehrlich. So was bescheuertes, Verfolgerattacken. Wer kommt auf so eine bescheuerte Idee? Das Mantax hier ist ein bisschen seltsam. Meine Nase juckt schon wieder. Schön. Wo kommt's? Hä? Okay, ist noch nicht auf der Karte drauf. Ja, das ist ein Mann Tier, das ist das Falsche. Da oben, jetzt sehe ich's. Ah, okay, hier. Sorry, nicht gesehen. Ja, das Mantax hier macht mir ein bisschen Sorgen. Taucht es vielleicht nur nachts auf? Also, halt die Elite-Variante, wa? Gut, wie gesagt, wir müssen ja von jedem Vieh eine Elite-Variante haben. Ich kann mir natürlich normale Mantaxe holen. Also irgendwie ein bisschen speziell. Vor allem ist er einfach wieder abgehauen. So wegen, pff, du bist mir egal. Da kommt man sich ein bisschen verarscht vor. Kann man das Alpha Garados da vorne holen? Das wird vielleicht ein Spaß. Ja, Elite. Entschuldigung, nicht Alpha, Elite. Sag mal. Okay, ist noch saumäßig schwer, einen Mantax zu fangen. Lecco mio, ey. Meine schönen Flugbälle. Okay, vergiss es, die kriegst du so nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Du kannst auch Hyperbälle werfen, aber... So, wo bin ich jetzt überhaupt? Okay, hier muss irgendwo das Garados sein. Wir haben jetzt ein paar Garados, sagen wir es mal so. Ganz ja, Garados habe ich auch schon. Also, das Elite 4 gar nicht. Stufe 10 kam, scheiß drauf. Hey! Ich bin voll erschrocken, ey. Hä?
Ey, Voltec, du musst mir mal ganz kurz ein paar Manieren beibringen, bitte. Keine Ahnung, was die gerne essen, wa? Ich kann mal das Allheilmittel nehmen. Oh, Mann. Ja, so ist schon ein bisschen doof, was ich hier treibe, aber ein bisschen und den Cursor wegen schon ein bisschen wieder raus. Also da ist irgendwie doof im Wasser. Ja, ich mag keine Wasserkämpfe. Oh cool, nur also komplett im Wasser. Ja, natürlich, weil es ein Wasser-Pokémon ist, aber das ist so eine kleine Feinheit, auf die muss man erstmal kommen, dass man die auch so einbaut. Das finde ich eigentlich ganz nice. Das gefällt mir. So, zumindest mal noch normales Baldorfisch. Wenn es kein Elite-Viech ist, also was heißt normal? Was ist überhaupt schon normal bei dem Spiel? Hier müssen nochmal, warte mal, packe den mal ganz kurz raus, dann war das eher hier hinten irgendwie. Dann soll hier nochmal eins sein. Ja, da sehe ich auch schon Tentacha und Tentoxa. Oh cool, da fliegt der Weg durch. Oh scheiße. Gut, wir machen schnell Drillingspfeile. Das ist mir für den Effekt. Ernsthaft? Ich hatte so gehofft, nur doch enttäuscht. That's life, Freunde, that's life. Ich versuche mal einen Speed-Donnerschlag, weil ich nicht weiß, wie viel Schaden er abzieht. Ja, sage ich ja. Oh, könnte sich jetzt gerade selbst gekillt. Okay, er hat sich jetzt selbst gekillt. Kann verbrennen? Ernsthaft jetzt? Komm schon. Man gewählt wieder mal die Pokémon aus. Das darf nicht wahr sein. Nein! Bin ich. Ah, Mann, verklickt. Ich wollte gerade auf den Pokéball gehen. Okay, Schwein gehabt. Puh. Trotz 21 Level Unterschied. Alter Schwede, zum Glück hat er Ning drauf. Den Säurepanzer. Ohne Säurepanzer wäre das gewesen, Freunde. So. Ja, haben natürlich noch ein paar Tentachas hier. Die fehlen mir ja auch noch. Das heißt, hole ich mir vielleicht auch mal ein Stück zumindest noch. Der Sensor ist so stark, Munkewald wird gar nicht Schaden machen. Ich guck mal, wie viel die aushalten. Hat ja noch ein paar Tentacha. Okay. Vielleicht bringt Munkewald doch noch was.
Genau, das wollte ich eigentlich verhindern. Hyperball. Fly and win. So, Freunde. So, aber schnell zurück. Hier hinkommen. Boah. So, nächste Folge haben wir wieder einiges zu tun. Vor allem krasse Pokis fangen. Also, in erster Linie Elite-Pokis natürlich. Mein Mantax muss ein bisschen was überlegen, wie ich das fangen soll. Alter Schwede. Jetzt herstellen. Hat er nicht irgendwie bei einem Shop noch irgendwelche Flugbälle? Das wäre ganz geil. Dann nur die billige Variante. Federball, Flügelball. Ja, natürlich. Den ultimativen Version davon nicht. Toll. Nur 3 Stück. Yeah, mau. Ich meine, es gibt Kohle, ist klar. Ich kann den Pokédex aktualisieren. Ja, mach das mal. Also auch hier. Krafttechnik gesehen. Das wird auch kein Problem sein. Tentacha. Um entdeckt zu werden. Das ist natürlich schwierig. Wobei mit der Rauchwolke nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Außer, also Luft geht ja auch nicht fangen. Ist auch doof. Wann das entwickelt haben. Ja, okay. Kann man anschleichen halt, wa? Garados, Togekiss, Admurai, Tentoxa. Von Hydropumpe gesehen und Tempotechnik gesehen, das kriegen wir auch noch hin. Einfach fortsetzen, Freunde, denn wir haben ja gesehen, dass hier ein Raumzeitgefüge kommt. Bahnt sich an, genau. Das heißt, nächste Folge wird da gerne doch erstmal noch hingehen. Ich glaube, das ist das erste, was wir hier haben, was wir gemeinsam angucken werden. Und dann, jo. Das ist halt die Frage, machen wir hier direkt weiter in diesem Gebiet oder werden wir dann doch erstmal noch mit der Story weitermachen? Ich meine, hier ist in Polen, würde ich halt doch gerne fangen. Da gibt es, glaube ich, irgendwie 2, 3 Elite-Pokémon, die ich gerne noch hätte. Auch im Pokédex natürlich, weil wir sie noch gar nicht haben. Ja, müssen wir gucken. Müssen wir gucken, ob sich das überhaupt lohnt, vor allem jetzt schon. Oder ob wir das später machen, wenn wir sowieso nochmal hierhin zurück müssen. Müssen wir gucken, Freunde. Dann sage ich mal an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zu Pokémon Legenden Arceus. Auf dem Weg zur Raumzeitverzerrung, die ist schon da. Perfekt, können wir direkt in der nächsten Folge starten. Und dann, ja, vermutlich mal mit der Hauptstory weitermachen, wa? Da ist ja auch noch ein bisschen was zu tun. Oh Mann, oh Mann. Bis dahin, bye bye.